Der Titel der Message heisst Jesus nachfolgen ganz praktisch. Ich habe es gerne, wenn Sachen praktisch werden, konkret auf den nächsten Schritt. Und ich sage dir voraus, du wirst sehr, sehr praktisch nach dieser Message Schritt haben, du kannst gehen, zum Jesus nachfolgen. Ich werde anfangen mit einer Geschichte vor 30 Jahren. Das klingt eben richtig lang. Bevor ich ins ICF gekommen bin, da bin ich mal in Ägypten unterwegs gewesen, auf einem Kameltrip. Wer ist schon mal auf einem Kamel geritten? Doch, einige. Das sieht, hey, krass, so viel. Das sieht ja aus, wie wenn wir da irgendwie in Ägypten wären. Ah, Hochdeutsch, ja. Hochdeutsch, das ist neu. Sunday Night, herzlich willkommen, alle aus Deutschland, aus Österreich. Vielleicht seid ihr auch schon auf einem Kamel geritten. Ich auf jeden Fall vor 30 Jahren. Und wenn ihr auf einem Kamel schon geritten seid, dann wisst ihr, wenn das Kamel aufsteht, du musst dich festhalten. Es geht zuerst nach vorne, dann nach hinten, wieder nach vorne, bis du richtig oben bist. Und dann ist das wie in einem Schiff. Das geht links und rechts. Und man hat so wirklich fast Seekrankheit, wenn man lange auf einem Kamel reitet. Und wir waren so ein paar Freunde, wir ritten durch die Wüste. Wir waren auf einem mehrtägigen Trip und gingen einfach schnurstracks in die Wüste hinein. Und am 3. Tag kamen wir dann endlich mal an eine Oase. Wir hatten keine anderen Menschen gesehen, wir hatten immer aus der Satteltasche gegessen, getrunken, am Lagerfeuer übernachtet, Sternenhimmel, wunderschön, alles klar. Und am 3. Tag haben wir endlich so eine kleine Oase, wo ein Zelt aufgespannt war zwischen ein paar Palmen. Und da kam uns aus dem Zelt so ein alter ägyptischer Beduine entgegen, der ein Riesengrinsen hatte. Er hatte so dunkle Haut von der Wüste, von der Luft, von der Hitze gefaltet, also wirklich so ein faltiges Gesicht. Und er kam mit einem Lächeln hervor, dass man gesehen hat, er hat eigentlich keine Zähne mehr. Aber er war so herzlich, kam auf uns zu, hat die Arme auseinandergehalten und er sagte einen Satz, den habe ich nie vergessen. Er hat gesagt, have a break, have a Coke. Und ich war überrascht, wie kann dieser Kerl in Ägypten, irgendwo weit weg von der Zivilisation, so einen Werbeslogan von Coca-Cola uns entgegenwerfen. Weshalb kennt ihr das, oder? Das ist eben 30 Jahre her, da war das noch nicht so, wie du das heute kennst. Coca-Cola war irgendwo schon unterwegs, überall, aber dort, 3 Tage in die Wüste hinein, hat der Kerl tatsächlich eine Box ausgepackt und in dieser Box waren gekühlte Colas, oder? Und so nach 3 Tagen Wüste, da fühlt sich das richtig geil an, das zu trinken, so den Hals hinab zu spüren, wie das erfrischt. Ja, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, einfache, große Visionen haben irgendwie unglaublich Kraft. Weil dieser Moment war nicht zufällig. Ich habe später dann realisiert, dass das eine von langer Hand geplante Szene war. Wer hat das geplant? Wenn du kurz mit mir anschaust, schon von fast 100 Jahren hat der damalige Director von Coca-Cola einen Satz geprägt, hat gesagt, wir werden Coca-Cola auf eine Armlänge entfernt zu allen Menschen bringen, die ein Verlangen danach haben. Also es war die Vision, eine klare Mission von Coke, von Cola, überall auf der Welt. Dieses dunkle Gebräu, das zuckerlastig ist wie nichts anderes, zu verteilen, damit jeder auch in der Wüste Ägyptens so eine Cola trinken kann. Es war also von langer Hand geplant und ich habe realisiert damals, wenn du eine klare Vision hast, so eine Mission, die zwar vielleicht riesig ist, aber einfach und du steckst all deine Leidenschaft, alle Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, dort hinein, damit diese Vision Realität wird, dann kannst du die Welt verändern. Und heute ist das nicht mehr wegzudenken, du bestellst überall auf der Welt so eine Cola und du denkst, es ist normal, aber nein, es ist noch nicht normal. Irgendwann war das neu und viele Menschen haben extrem darin investiert. Weshalb erzähle ich das? Für mich war das so eine Story, die mich bis heute prägt, wenn es um Kirche geht. Wenn du heute hier sitzt, vielleicht kannst du die Frage noch nicht beantworten, für welche Vision lebst du? Welche Mission willst du mit deinem Leben verfolgen? Wofür gibst du deine Leidenschaft, deine Talente und alles mit ein? Aber wenn du Jesus kennst, dein Leben ihm anvertraut hast, dann lebst du eigentlich bereits für einen Auftrag. Du hast bereits eine Mission. Wir als ganze Kirche weltweit, wir haben einen so klaren Auftrag, der riesig ist, viel größer, als wir uns das vorstellen können, der all unser Denken übersteigt, aber er ist simpel und einfach.
Und ich hoffe, du kennst ihn, diesen Auftrag von Jesus. Ich lese ihn mit dir hier, unser Mission Statement als ganze Kirche weltweit. Als Jesus kurz bevor er zum Himmel aufstieg, zu seinen Jüngern sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wir haben ein mega einfaches, aber ein riesiges Mission Statement als Christen, das Jesus uns hinterlassen hat. Es ist sehr einfach. Wir sollen in alle Welt gehen und überall auf der Welt alle Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern von Jesus machen. Kennst du diesen Auftrag? Wer kennt den? Wer hat es schon mal gehört? Ich bin so leidenschaftlich dafür, weil es ist einfach, simpel und ich glaube heute Abend, dass Jesus dich ganz persönlich ruft, diesen Auftrag zu leben, ganz praktisch. Jesus nachfolgen ist ganz praktisch, auch in diesem Auftrag drin. Ich möchte dir das heute vorstellen, aber bevor wir da reingehen, möchte ich dir ein paar so Statistiken zeigen. Manchmal ist es ja gut zu überlegen, wo stehen wir eigentlich in dem Job, den wir zu tun haben. Eigentlich ist das unser Job, oder? Gott selber hat in seiner Leidenschaft, diese ganze Welt zu retten, seinen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Also die Leidenschaft Gottes ging so weit, dass er seinen geliebten Sohn gesandt hat, der am Kreuz gestorben ist. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir alle gerettet werden können. Und wenn wir uns das so zu Gemüte führen, merken wir sind in einem Family-Business unterwegs, oder? Was auch immer Cola gemacht hat, Microsoft, die gesagt haben, wir bringen einen Computer auf jeden Tisch, in jedes Haus, das ist schon lange vorbei. Heute sind die Computer in unseren Händen, überall auf der Welt. Dann hat Gott noch viel die größere Vision und viel die größere Mission. Er hat als Vater etwas gestartet, seinem Sohn in die Hände gegeben und dieser Sohn Jesus hat es dir und mir anvertraut, diese Welt zu Jüngerinnen und Jüngern zu machen. Und es ist simpel, praktisch. Und wenn wir heute mal so schauen, wo stehen wir eigentlich in diesem Family Business, auf dieser Family Mission, wo wir unterwegs sind, dann zeige ich dir hier ein paar Statistiken. Zum Beispiel Wycliffe, eine Bibelübersetzergesellschaft, die haben letzten Jahres eine Statistik veröffentlicht und bekannt gemacht, dass ca. 3756 Sprachen der Welt die Bibel verfügbar haben. Also ungefähr 7,3 Milliarden der Menschheit haben so Zugang zum Wort Gottes in ihrer persönlichen Sprache. Das ist eigentlich ein krasses Achievement. Also 98% der Menschheit können bereits heute auf die Bibel oder Teile der Bibel in ihrer Sprache zugreifen. Das ist doch geil, oder? Unglaublich krass, wie viele Menschen das sind. Wenn du den nächsten Slide anschaust, dann merkst du, es hat aber auch einen Challenge dabei. Es sind immer noch, 1,4 Milliarden Menschen, die noch keinen Zugang zur Bibel haben in ihrer Sprache. Also noch 985 Sprachen, in denen es nicht mal ein Projekt gibt, die Bibel zu übersetzen. Es gibt also noch zu tun. Unsere Mission ist nicht erreicht. Es braucht noch diese Beduinen, die aus dem Zelt kommen und Menschen das Wort Gottes anbieten. Jesus hat nämlich gesagt in Matthäus 24, die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst wird das Ende kommen. Ich hoffe, du bist heiß, diesen Auftrag von Jesus zu leben, weil er ist noch nicht erfüllt. Wir sind die Generation, die heute leben, die schon vieles gesehen haben, wenn wir zurückblättern in den Geschichtsbüchern, 2000 Jahre, seit dieses Familienunternehmen die Welt auf den Kopf stellt, seit dieser Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes unter uns weilt und uns hilft, als seine Gemeinde Menschen zu Jüngern zu machen. Aber wir sind noch nicht am Ende. Und es gibt noch einiges zu tun. Ich hoffe, dass wir on fire sind. Heute ist meine Frage an dich, wie viel dieser Leidenschaft spürst du in deinem Herzen, diesen Auftrag von Jesus zu leben? Vielleicht hast du es erst gerade persönlich erlebt, dass du Jesus kennengelernt hast. Das ist auch gut. Und dann bist du vielleicht sogar noch mehr on fire, weil du genau kennst, woher du kommst. Einige von uns haben vielleicht so ein normales Leben, das verlaufen ist, alles okay gegangen. Jesus ist noch wieder zugekommen, wir spüren gar nicht, um was es geht.
Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, dass jeder Mensch gerettet wird. Und ich bin leidenschaftlich dafür, dass wir als Kirche diese Fahne hochhalten für diesen Jesus in dieser Welt. Weil wenn nicht die Kirche das tut, wer denn sonst? Und wir sind stark gemeinsam als Church. Wir machen das gemeinsam, aber heute glaube ich, dass Jesus dich persönlich meint und dir aufzeigen wird, wie du ganz praktisch in deiner Nachbarschaft, in deiner Schulklasse, an deinem Arbeitsplatz Menschen in die Nachfolge von Jesus führen kannst. Wenn wir es also ein bisschen betrachten, noch weitere Statistiken, dann zeige ich dir einen Slide. Leo hat den schon in einer Conference mal eingespielt. Man hat in Amerika durch New York Times angeschaut, ist dieser Trend eigentlich, dass immer weniger Menschen sich zum Christentum bekennen, wie stehen wir da? Und man hat gemerkt, eigentlich seit dem Jahr 2022 gibt es eine Trendwende, dass immer mehr Menschen wieder zum Glauben an Jesus kommen und sich als Christen bezeichnen. Wir leben heute in einer Zeit, wo vieles sich ändert. Der nächste Slide zeigt deine Generation, diese Sunday Night Gen Z Generation. Die sind heiß darauf, wieder zurück in die Kirche zu gehen. Schau mal auf die erste Säule auf der linken Seite. 16% mehr Menschen als noch 2018 waren 2024 wieder in der Kirche. Ihr seid eine Generation, die es satt hat, dieses Wischiwaschi-Zeugs zu hören. Unklarheit, Orientierungslosigkeit. Heute suchen Menschen wieder nach Wahrheit. Sie suchen den Weg, diesem lebendigen Gott zu begegnen. Wir suchen das Leben, weißt du, das Leben, das richtige Leben, nicht das, was einem vorgegaukelt wird. Wir sind eine Generation, wo Menschen wieder Hunger und Durst haben. Viele kommen in die Kirche, wie ich damals vor 30 Jahren, nach 3 Tagen durch die Wüste. Und vielen ist es nicht gut ergangen. Und wir als Church sind diejenigen, die die Box öffnen und nicht einfach eine Matte Cola zu bieten haben, die einen für den Hals verklebt. Wir haben das Leben, wir haben den Weg, wir haben die Wahrheit, wir haben das Wort Gottes, wir haben Jesus Christus, der die Antwort ist. Und schau, wenn wir heute anschauen, wie erleben wir das im ICF? Eine kleine Statistik noch dazu. Selin hat bereits erzählt von den Small Groups. Wenn du schaust, wie die Celebration-Besucherzahlen sich entwickelt haben im Sunday Night, dann war das letztes Jahr, also von Mai letzten Jahres bis heute, 42% mehr Leute als noch ein Jahr zuvor. Wie krass ist das, oder? Gebt doch einen Applaus. Sunday Night, ihr seid on fire. Das liebe ich. Wahnsinn. Wir sehen das auch in der English Community. Wir haben in den Locations als ICF Zürich Zuwachs. Menschen kommen wieder zur Kirche und es ist wieder ein Sehnen und eine Sehnsucht nach Lebendigem, nach Wahrheit hier in unserer Mitte. Und ich glaube, das soll zu uns sprechen als Church, als Christen, dass wir einen Job zu tun haben. Es gibt immer mehr auch so Leute, die auf Instagram, famous people, zum Beispiel Fußballer, die von Jesus sprechen. Ich habe euch ein paar so Beispiele gebracht und ich bin ja als kleiner Kind schon Fußballer gewesen. Ich liebe Fußball. Du siehst hinter mir so ein paar Champions. Vielleicht warst du für Inter Mailand, sorry, Pech gehabt. PSG hat gewonnen. Vielleicht auch deshalb, weil der einer war, der eben Jesus liebt, oder? Dieser Desiree Doué, der eben diesen Jesus geliebt hat. Oder auch jetzt die Meisterschaft in England oder auch in Deutschland, Pokalsieger Stuttgart. Das sind Christen, die aufstehen und den Namen von Jesus wieder rausschreien und sich bekennen zu dieser Wahrheit. Und das ist unsere Mission, das ist unser Auftrag, Freunde, dass wir als Kirche diesen Jesus groß machen. Und ich glaube, dass heute Abend Jesus zu dir spricht und dir helfen wird, genau das zu tun, auf deine Art, ganz praktisch, auf simple Art und Weise, diesen Auftrag zu leben, dass Jesus durch dich andere Menschen erreicht. Schau, es sind in unserem Umfeld Menschen, die sind suchend. Vielleicht sind es in deiner Familie Leute, vielleicht an deinem Arbeitsplatz, vielleicht sind sie irgendwo in deiner Schule. Ich glaube, wenn wir verstanden haben, worum es geht, dann werden wir mit Feuer, Leidenschaft unser Herz, unser Haus, unser Leben öffnen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Wie können wir es machen? Ganz simpel und praktisch. Eine Sache, die in diesem Prinzip wichtig ist, wir schauen, wie es Jesus gemacht hat. Jüngerschaft oder Nachfolge von Jesus lernen wir, indem wir schauen, wie hat denn Jesus
diese Bewegung gestartet. Ich meine, der hatte den ganzen Druck, auf diese Welt zu kommen, das Königreich zu erklären und dann wieder zu verschwinden und zu glauben, dass diese Kerle, die er zurücklässt, dass die das richten werden. Das war wahrscheinlich nicht so easy zu vertrauen, dass das funktioniert, wenn er die Gesichter all dieser Jungs jeweils angeschaut hat. Aber wie hat es Jesus gemacht? Er war ganz praktisch. Er hat Menschen eingeladen, ihm nachzufolgen. Kommen wir schauen in der Bibel, Matthäus 4. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er dort zwei Männer. Simon, der später Petrus genannt wurde, und dessen Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Da forderte Jesus sie auf: Kommt, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschen machen, die andere für Gott gewinnen. Also wenn wir Jesus nachfolgen, ganz simpel, Jesus geht dorthin, wo wir Menschen sind. Er sucht die zwei Fischerbrüder, er ruft sie, folgt mir nach, und er gibt ihnen eine Vision. Merkst du, dass Jesus nicht einfach sagt, komm, folg mir nach, sondern Jesus hat bereits in seinem zweiten Satz diese DNA, diesen Auftrag in sie hineingepflanzt und gesagt, folgt mir nach und ich werde euch zeigen, wie auch ihr Menschen in die Nachfolge rufen könnt, wie ihr zu Menschenfischern werden könnt. Und das ist das, wie Jesus funktioniert. Er geht dorthin, wo wir sind. Dort, wo du bist, hat Jesus dich gerufen. Wo sind denn die Menschen? Einerseits kann man sich das geografisch überlegen, aber ich möchte dir das vor allem auf dieser geistlichen Entwicklungsskala zeigen. Schau mal hinten, es gibt so diese Engelskala, die heißt nicht Engel, weil man je höher man steigt, desto mehr wie ein Engel fromm ist, sondern die heißt Engel, weil dieser Missionswissenschaftler, der die entworfen hat, eben Engel heißt. Die startet unten bei -8, das sind Menschen, auch in deinem Umfeld, die glauben an nichts, was sie nicht anfassen können. Die sind so wie der ungläubige Thomas, oder, der nichts geglaubt hat, was er nicht berühren kann. Das sind Menschen, die nichts Übernatürliches, Spirituelles für wahrnehmen, sondern weit weg von Gott sind. Aber es sind vielleicht auch Menschen, die sind unterwegs, immer näher zu Jesus, die sind interessiert am Glauben, vielleicht kurz davor, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Und das ist dann dieser Nullpunkt hier in der Engelskala, wenn man Jesus sein Leben anvertraut. Und zwischen +1 bis +3, das sind so die Leute, die sind unterwegs, ihr neues Leben in Jesus zu entdecken. Und dann bei +4 geht es darum, Jesus wirklich nachzufolgen, auch diesen Auftrag zu leben von Jüngerschaft mit eigenen Gaben und Talenten voll und ganz reinzulehnen, das Königreich Gottes zu leben. Diesmal so ein Überblick über die Engelskala. Ich kam ins ICF 1997 so ungefähr auf einer -2. Vielleicht kannst du dir heute überlegen, wo stehst du auf dieser Skala? Kennst du Jesus schon? Hast du dein Leben ihm anvertraut? Oder folgst du ihm bereits nach? Vielleicht fordert dich das heraus, dass du sagst, wie kann ich mein Leben in die Waagschale fürs Reich Gottes legen? So zwischen -8 und +4 sind wir alle irgendwo zu verorten. Als ich ins ICF kam, da gab es Leute, die haben mich an der Hand genommen. Die haben mich dort abgeholt, wo ich war, mich in die Small Group eingeladen. Und du siehst ein Foto von mir 1997, als ich getauft wurde, hier im Zürichsee. Da war ich noch jung, knackig, wild und sexy, oder? Das kurz nach meiner Ägyptenreise. Das war meine Story. Und dieser Mann, der Andi Mosimann, der ist auch heute noch im ICF, ein Familienvater, der hat mich an der Hand genommen. Und ich bin heute so dankbar, dass Jesus mich dort geholt hat, wo ich damals war. Ich ermutige dich. Jesus sieht, wo du bist. Er ist wie bei Petrus, Andreas, liebevoll. Er holt dich ab, wo du stehst. Und er wird dich selber einladen, ihm nachzufolgen. Und er selber wird dich lehren, auch andere Menschen in die Jüngerschaft zu führen. Dass ich heute bin, wo ich bin, verdanke ich vor allem Jesus und ganz vielen Menschen, die immer wieder Seite an Seite mit mir unterwegs sind und meine Glaubensschritte mit mir gehen. Das ist so der erste Punkt, wie Jesus das macht, mit dieser Engelskala. Der zweite ist eigentlich der, dass wir dann Menschen begleiten auf ihrem Glaubensweg. Es geht darum, dass wir Seite an Seite sind, mit Leuten unterwegs bleiben. Und da haben wir als ICF immer wieder verschiedene Tools gehabt,
die wir eingesetzt haben, um einfach, simpel Glaubensschritte zu gehen. Wir haben in den letzten Monaten hart gearbeitet an diesen 3 Büchern. Wir haben die Inhalte neu definiert und neu aufgesetzt, die aber eigentlich nicht neu sind, verstehst du? Und dieser Glaubenskurs mit Entdecke Gott, Erlebe Gott und Folge Gott, da sind all diese Inhalte drin, die uns helfen, Menschen im Glauben zu begleiten. Von dieser Skala von -8 bis +4. Und das möchte ich dir nachher gleich direkt erklären, wie du konkret mit diesen einfachen Tools Menschen begleiten kannst. Jetzt lade ich Diego mit hier auf die Bühne. Er ist Teil des Sunday Night Teams unserer Glaubenskurse. Diego, herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Erzähl uns doch dein Herz, was du erlebst mit diesen Glaubenskursen im ICF. Yes. Hallo zusammen, ich arbeite als Metallbauer, ich bin auch Volunteer im ICF Zürich und unter anderem auch Teil von diesen Entdecke Gott Kursen und Glaubenskurse. Ich bin dort Small Group Leiter. David Hofer hat mich damals angefragt, ob ich nicht Teil sein möchte und mich zu investieren in junge Menschen, die mehr von Gott lernen wollen. Und ich hatte daran zurückgedacht, wie ich im Youth sehr viel profitiert hatte von Menschen, die in mich investiert hatten, Leute, die Potenzial in mir gesehen haben und mich herausgefordert haben. Ich durfte sehr, sehr fest wachsen im Glauben in dieser Zeit. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und ich habe mich weiterhin in andere Menschen damit eingesetzt. Genau. In diesen Kursen ist es mega cool zu sehen, wie Menschen Schritte im Glauben gehen. Ich hatte eine Person im Entdecke Gott-Kurs, die war sich nicht ganz sicher, ob sie sich taufen lassen will oder nicht. Sie hatte auch sehr viele Fragen über den Glauben. Sie wollte ein bisschen mehr verstehen und ihn zuerst ergründen. Aber wir konnten mit dieser Person einen Weg gehen und sie hat sich dann danach taufen lassen und ist jetzt auch Team vom ICF, Teil vom ICF. Genau. Im Folge-Gott-Kurs ist es so ein Abend, in dem wir auf den Heiligen Geist hören und zusammen beten und uns prophetisch ermutigen. Und die meisten Gruppen, die ich habe, sind zuerst ein bisschen skeptisch über diesen Abend, weil sie nicht so ganz sicher sind über das Thema. Aber sie sind alle so begeistert nach diesem Abend, was es ihnen auslösen kann und wie einfach es doch ist, auf den Heiligen Geist zu hören. Oder im Folge-Gott-Kurs ist der Fokus darauf, Königreich Gottes zu bauen. Und ich hatte eine Person, die so berührt war von diesen Small Groups und diese Einheit, die Jesus so erlebt hat, dass sie gesagt hat, ich will auch Teil werden vom Welcome Team und diese Liebe, die ich verspürt habe, anderen weiterzugeben. Und ich finde das so cool. Es ist ein Riesenprivileg für mich selber, andere Menschen zu sehen, wie sie Schritte im Glauben gehen, wie sie Freude daran haben. Ich darf sie im Gebet begleiten, ich darf sie mit durch die Bibel nehmen und einfach für sie da sein. Und deswegen ist es für mich eine riesige Freude, dabei zu sein. Und dieses Tool ist unglaublich cool für Menschen, die einfach mehr lernen wollen, mehr wissen wollen, zusammen mit anderen jungen Menschen, die Freude am Glauben haben, die mehr wissen wollen. Es ist wunderbar und deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr es euch überlegt, macht's, weil es ist super. Yes. Danke, Diego. Mega schön, dass du das machst. Danke dir und deinem ganzen Team, dass ihr Leute reinnehmt und mit ihnen unterwegs seid. Das ist mega kostbar, dich und andere zu haben, die das leben. Danke vielmals. Applaus für Diego. Also diese 3 Bücher, das sind unsere Inhalte, wie wir Menschen im Glauben begleiten können. Du kannst das einerseits, indem du Teil dieser Kurse wirst, wie Diego erklärt hat. Du kannst das aber auch für deine Small Group nehmen. Gerade viele Small Groups, die hier neu gestartet haben. Sunday Night, das kann euer Inhalt sein für ein Jahr. Hast du ausgesorgt, wenn du Small Group Leader bist, du weißt nicht, was machen. Nimm diese Bücher, all good, 34 Abende sind schon bereits vorbereitet. Voll geil, oder? Also das wäre eine Möglichkeit. Oder eben, dass du Leute begleitest in deinem Umfeld, die mit dir unterwegs sind, als Freunde, Nachbarn, Familie, wo du einfach ganz konkret sagen kannst, willst du mit mir auf eine Reise gehen, diesen Gott zu entdecken, ihn zu erleben und ihm nachzufolgen. Ich möchte mit dir kurz durchgehen, so was Entdecke Gott, Erlebe Gott, Folge Gott so inhaltlich ungefähr bedeutet. Zum einen Entdecke Gott, das erste Buch, das geht darum, dass wir eben in die Welt rausgehen und Menschen rufen und sagen, hey, entdecke Gott. Wir sagen nicht, have a break, have a coke, sondern wir sagen, have a break, entdecke Gott.
Wir haben diese Wahrheit in unseren Händen. Wir können Menschen bei diesen großen Fragen ihres Lebens, nach dem Sinn des Lebens, nach einem Gott, weshalb gibt es so viel Leid, wenn Gott doch gut ist, wir können ihnen helfen, ganz praktisch. Und vielleicht traust es dir nicht zu, aber mit diesen Hilfsmitteln kannst du mega gut Leute begleiten. Auf der Engelskala richtet sich dieses Buch oder dieser Teil eben an die Leute, die irgendwo zwischen -8 und 0 so hin und her schwanken und Fragen ans Leben und Fragen an Gott haben. Und die werden hier Antworten finden. Vor mehreren Jahren, da habe ich eine Krise gehabt. Ich habe gemerkt, ich bin ja schon lange im ICF als Pastor da und weiß nicht mehr irgendwie, wo kann ich noch Menschen für Gott gewinnen. Ich habe gebetet und Gott hat mich gesandt, zum Glück nicht irgendwo nach Djibouti, nach Afrika, sondern er hat mich dorthin gesandt, wo meine Jungs Fußball spielen. Und er hat mir aufs Herz gelegt, jeweils vor den Trainings und nach ihren Trainings da zu sein, mit Eltern, Coaches zu quatschen. Schon nach ein paar Wochen hat mich der eine Trainer eingeladen und gesagt, hey, komm doch mal mit, hilf mal dieses Training zu gestalten, ich brauche Hilfe. Da war ich dann ein paar Wochen später in diesem Training, stand neben ihm und hat gefragt, du, für was bin ich eigentlich hier? Du brauchst mich ja gar nicht. Da hat er gemeint, ja, weißt du, ich kenne dich aus dem YouTube. Du bist doch Pastor, ich habe ein paar Fragen an dich. Also es war ganz eine andere Geschichte. Wir haben dann über sein Leben gesprochen. Ein paar Tage später gingen wir zusammen ein Bier trinken und er hat voll sein Herz ausgepackt, wo er Fragen ans Leben hat. Und er hat an dem Abend Jesus als seinen Retter eingeladen, hat sein Leben ihm anvertraut. Und seither sind wir unterwegs miteinander. Ja, so stark, oder? Wenn Menschen Jesus kennenlernen. Wow. Diese Entdecke-Gott-Phase, die geht darum, dass wir Menschen Jesus zeigen. Wie dieser Pilatus, der Jesus vor das Volk gestellt hat und diese simple Frage stellt, was soll ich mit diesem Jesus tun? Und das ist die Frage, die viele Menschen beschäftigt. Jesus ist eine historische Figur, er hat gelebt. Er ist real. Und viele wissen nicht, was sie mit Jesus tun können. Wir können ihnen helfen, diesen Gott wirklich zu entdecken. Der zweite Schritt ist, erlebe Gott. Wenn Menschen ein neues Leben mit Gott beginnen, dann wird alles auf den Kopf gestellt. Sie kriegen eine neue Identität. Sie haben plötzlich Fragen. Ja, wie kann ich jetzt, wenn Jesus mein Herr ist, meine Beziehungen leben? Was heißt das für die Sexualität, für die Finanzen? Wie spricht die Bibel zu mir? Wie kann ich Gottes Stimme hören? Was ist mit der Taufe? Heiliger Geist. Und das habe ich mit diesem Andi gemacht. Woche für Woche haben wir uns getroffen. Ich habe ihn ermutigt. Aber ich habe ihn auch herausgefordert, Glaubensschritte zu gehen. Und es ist in dieser Phase zentral, dass Menschen in unser Leben kommen, die helfen, dass wir altes Leben ans Kreuz bringen und neues Leben empfangen. Das ist diese Erlebe-Gott-Phase. Und der dritte Schritt, folge Gott, da sind wir mit Menschen unterwegs, gemäß dem Auftrag, den Jesus gegeben hat, wo er gesagt hat, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Hier geht es darum, dass ich meine Bestimmung entdecke und merke, wow, ich bin berufen, diese Mission, diesen Auftrag von Jesus zu leben. Und ich habe ein geniales Design, ich bin anders als alle anderen, deshalb kann ich das noch besser, anders, einzigartiger bringen für mein Umfeld. Du lernst hier Menschen für Jesus zu gewinnen und selber deinen Lauf mit Jesus zu vollenden. Das ist die Folge-Gott-Phase. Und hier, glaube ich, sind viele Menschen, die Jesus kennen, überfordert. Du kennst Jesus, aber du glaubst, ja, wenn Leute Fragen an Gott haben, ich bin überfordert. Ich weiß doch nicht, was sagen. Ich habe keine Antworten. Vielleicht denkst du auch, ja, das sollen die Profis machen, oder der Tim, die Selin, der Joel, die können das. Aber Jesus hat dich befähigt, Menschen zu Jüngerinnen und Jüngern zu machen. Ich möchte dir eine Geschichte zeigen per Video von einer Frau, die hat mitgearbeitet an diesen Büchern im Lektorat. Sie hat Sätze optimiert und während sie Sätze optimiert hat für diese Bücher, hat Gott zu ihr gesprochen. Hier ist Miri Döller. In den letzten Monaten habe ich sehr viel Zeit hier auf diesem Sessel verbracht. Ich durfte nämlich im Lektoratsteam vom ICF dabei sein und wir haben die neue Glaubenskursbuchserie fürs ICF lektoriert. Und beim Lektorieren von dem dritten Buch, beim Folge-Gott-Buch, da habe ich gemerkt, wie Jesus mega mein Herz und mein Denken verändert hat. Ich habe bis dahin immer irgendwie gedacht, dass ich selbst nicht so kompetent dafür bin, das Evangelium weiterzugeben. Ich habe immer gedacht, das sollen lieber andere machen.
Ich hatte immer irgendwie Angst, dass im Gespräch mit Freunden vielleicht schwierige Themen aufkommen, wie zum Beispiel Thema Leid oder so. Und ja, ich hatte einfach immer Angst vor solchen Momenten, Begegnungen, dass ich dann nicht das Richtige sagen kann, dass ja, mir der Mut fehlt, das Evangelium einfach klar zu sagen. Und deswegen war das Lektorieren von diesem Buch wirklich für mich ein ganz besonderer Prozess, weil ich gemerkt habe, dass Jesus wirklich mich meint damit, dass ich gemeint bin und dass es nicht darum geht, dass es eine ausgewählte Menge an Menschen gibt, die kompetent sind, das Evangelium weiterzugeben, sondern dass Jesus jeden von uns dazu berufen hat und dazu beruft. Und deswegen hat es mir mega Mut gemacht. Und tatsächlich habe ich während des Lektoratsprozesses eine neue Freundin kennengelernt, die ist zu uns in die Small Group gekommen. Und sie ist noch nicht so lange mit Jesus unterwegs. Und ja, deswegen habe ich ihr vor kurzem angeboten, mit ihr noch parallel zur Small Group einfach Zeit zu verbringen und diese Bücher, die anderen Bücher mal durchzuschauen, weil sie hat natürlich viele Fragen. Und das ist für mich eine ziemliche Überwindung gewesen, mich das zu trauen, ihr das anzubieten und vor allem mir selbst das auch zuzutrauen, dass ich auch Jesus zutraue, dass er mir die richtigen Worte schenkt in dem Moment. Und ja, ich freue mich jetzt aber mega, dass ich es gemacht habe und bin jetzt sehr gespannt, wo unsere Reise dahin gehen wird. Yeah. Ich liebe diese Geschichte, weil sie, glaube ich, zu vielen von uns spricht. Vielleicht ist es auch deine Story, dass du denkst, ich bin nicht kompetent, ich weiß nicht, wie ich das machen kann. Du bist vielleicht selber frisch im Glauben und hast viele Fragen auch für dich noch nicht beantwortet. Aber ich glaube, dass Jesus, genau wie bei Petrus und Andreas, heute Abend zu dir spricht, du bist nicht so jung, du bist nicht so unerfahren, komm, folg mir nach. Und wie bei diesen beiden Jungs sagt Jesus heute auch zu dir, ich will dir zeigen, wie es geht. Ich mache dich zum Menschenfischer. Ich werde, wenn du mir nachfolgst, dich einführen in dieses Reich Gottes, das schon so lange vorangeschritten ist. Diese Mission, die Gott mit Leidenschaft auf dieser Welt verfolgt. Jesus hat für dich einen speziellen Platz, den nur du füllen kannst, auf deine Art. Vielleicht bist du scheu, whatever, das ist doch egal. Ich bin auch eher ein ruhiger Mensch, aber wenn Jesus zu mir spricht, tue ich das, was er sagt und ich staune, was daraus wird. Und das kann deine Story sein, dass Menschen in deinem Umfeld einfach reagieren, wenn du sie einlädst. In der Osterzeit hat Gott mir einen Namen aufs Herz gelegt, für einen jungen Mann zu beten. Und ich hatte den Eindruck, ich werde ihn mit diesen Büchern beschenken, wenn sie dann eines Tages gedruckt sind. Und ich konnte gestern eigentlich einen völlig unpassenden Moment ihm diese Bücher schenken. Er hat mega Freude gehabt. Ich konnte ihn einladen, sagen, komm, wir treffen uns. Lass uns diesen Gott gemeinsam wieder neu entdecken. Und ich bin so motiviert, dass Gott immer wieder Menschen in unser Leben stellt, die zu uns passen, wo wir einen Auftrag wahrnehmen können. Es ist mega persönlich, es ist simpel und es ist geführt vom Heiligen Geist. Er selber sorgt dafür, dass du alles haben wirst, was es braucht. Ich möchte heute Abend beten für ein paar Punkte. Beim ersten, ich glaube, dass auch Leute hier sind, die selber irgendwo auf dieser Engelskala gesprochen zwischen -8 und der 0 hin und her schwanken. Du hast Fragen an Gott, du hast Fragen an Jesus. Und ich lade dich ein, heute Abend klare Sache mit Jesus zu machen. Dein Leben muss nicht sich anfühlen wie eine seekranke Reise auf einem Kamelrücken mitten durch die Wüste, sondern dein Leben kann sich anfühlen nach Fülle, nach wirklich echtem, erfülltem Leben. Der Geschmack des Lebens ist das, was Gott für dich bestimmt hat. Und ich lade dich ein, in einem simplen Gebet nachher einfach dein Leben Jesus anzuvertrauen. Ich glaube, es ist heute Zeit, dass du diesen Schritt machst. Andere sind schon mit Jesus unterwegs und du brauchst wahrscheinlich so eine bewusste Entscheidung zu sagen, ja Jesus, ich weiß vielleicht noch nicht wie, aber ich will dir nachfolgen und ganz praktisch mein Leben einsetzen, damit andere dich kennenlernen, damit andere Glaubensschritte gehen. Dann lade ich dich ein, auch in diesem Gebet. Komm, wir machen mal diese 2 Gebete. Du kannst gerne sitzen bleiben, deine Augen schließen. Und ich leite uns einfach simpel durch diese Zeit mit Gott.
Ich danke dir, Jesus, dass du heute derselbe bist, wie du damals warst, als du Petrus und Andreas gesucht hast, diesen Simon, der später Petrus hieß. Du suchst uns dort, wo wir sind. Viele von uns sind Simon oder Simona, aber wir werden eines Tages Petrus oder Petra sein, diese Felsen, auf die Reich Gottes gebaut wird. Und heute glaube ich, dass Jesus dich ruft, egal wo du gerade stehst auf deiner Glaubensreise. Aber wenn du Jesus nicht in dein Leben aufgenommen hast, dann mach das jetzt mit einem simplen Gebet. Er lädt dich ein, folge mir nach. Und deine Worte könnten sein: Jesus, hier bin ich. Komm du in mein Leben, ich will dir nachfolgen. Ich gebe dir mein Leben, du bist mein Herr, du bist mein Retter. Zeige mir, wo die Fülle des Lebens für mich ist. Die zweite Entscheidung, die wir heute Abend treffen können, ist für all diejenigen von uns, die Jesus schon kennen. Und ich glaube, es braucht auch hier eine bewusste Entscheidung zu sagen: Ja, ich will diesen Auftrag von Jesus leben. Und ich lade dich ein, einfach mal kurz einen Moment ruhig werden und mit deinen Worten Jesus zu sagen, was auf deinem Herz ist. Wenn du daran denkst, dass du diese Person sein kannst, die lachend und strahlend aus deinem Zelt hervorkommt, mit dem lebendigen Wasser in der Hand, was geht in dir vor? Sprich kurz mit Jesus über diese Vorstellung. Jesus, ich bringe dir heute meine Ängste. Ich bringe dir ans Kreuz die Ängste, dass ich nicht genügen könnte. Auch Scham, dass ich mich fürchte vor Menschen, was sie denken über mich. Ich bringe dir diese Scham, die Menschenfurcht ans Kreuz. Und ich platziere es bei dir. Auch diese Angst, dass ich keine Antworten weiß, wenn Leute Fragen stellen. Ich lasse das heute bei dir. Und ich entscheide mich, den Auftrag persönlich zu nehmen. Wir haben viel Power gemeinsam als Kirche, aber ich entscheide mich heute auch in meinem Umfeld, dort wo du mich gesetzt hast, Menschen zu begleiten auf ihrem Glaubensweg. Und ich nehme Mut, ich nehme Entschlossenheit, ich nehme Glauben, ich nehme ein volles Herz von Leidenschaft, Jesus, heute Abend mit auf meine Reise. Brauchst du mich auf die Art, wie du mich geschaffen hast? Ich will ein lebendiger Teil sein in deinem Leib, Jesus, der sich ausstreckt in deiner Liebe. Sonderheit, ich möchte noch ein weiteres Gebet mit euch machen, wo wir auch sitzen bleiben, die Augen geschlossen. Ich habe heute den Glauben, dass jede einzelne Person einen Menschen aufs Herz kriegt, wo du einen Abschnitt ihres Lebens begleiten kannst. Es müssen nicht mal unbedingt Leute sein, die Jesus nicht kennen. Es können auch Leute sein, die in deiner Small Group sitzen oder wie bei Miriam, die Fragen haben. Leute, die neu im Glauben sind. Vielleicht sogar Leute, die bereits schon lange dabei sind, wo du merkst, die brauchen jemanden an ihrer Seite, der mit ihnen glaubt, der mit ihnen unterwegs ist. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du in diesen kommenden Minuten zu jeder Person sprichst und einen Menschen uns aufs Herz gibst, wo wir in den nächsten Wochen, nächsten Monaten zur Begleiterin, zum Begleiter werden, wo wir Hilfe geben können, wo wir mitglauben können, damit Wunder geschehen. Nimm dir einen kurzen Moment, wo du einfach ruhig bist vor Gott. Vor vielen Jahren gab es eine Geschichte in Amerika, die haben so riesige Erntefelder. Und da ging ein Kind verloren auf einem Bauernhof irgendwo zwischen den Ähren und niemand hat das Kind wieder gefunden. Viele aus der Nachbarschaft haben gesucht.
bis plötzlich jemand die Idee hatte, komm, wir bilden eine Kette, wir geben uns die Hand und wir durchkämmen jedes dieser Felder als eine geschlossene Kette. Und als sie das gemacht haben, ging es nicht lange und dieses Kind ist wieder zum Vorschein gekommen. Und ich glaube, dass heute ein Moment ist, wo viele von uns sich einreihen, wo wir uns links und rechts die Hände geben. Jesus, wir sind bereit. Jesus, heute sind wir bereit, als deine Kirche für unsere Generation in die Welt zu gehen und jedem Menschen aufzufordern, dir nachzufolgen. Und wir werden das Verlorene finden, weil du in uns lebst. Wir werden Menschen finden durch die Kraft des Heiligen Geistes und sie rufen, dir nachzufolgen. Wenn du merkst, dass Gott irgendetwas gesprochen hat in dieser Predigt, dann schreib es dir doch gerade auf, weil wir vergessen so schnell, was Gott redet. Schreib es irgendwo auf in dein Journal oder in dein Handy, in den Notizen. Wir lieben unsere Leute, die online sind, möchten aber gleichzeitig dich auch einladen. Komm mal vorbei. Absolut. Komm mal vorbei. Und komm uns Hoi sagen. Dir ist eine Hand schütteln, wäre schon noch nice. Und am 5 geht es da übrigens schon los, so in kleinen Gruppen, die aber offen sind, wo du gerne auch kommen darfst. Und sonst am 7. da in unsere Celebration. Und vor allem abonniere unseren Telegram-Kanal, dort kommst du immer mit über, was gerade läuft. Oder kommst mal in ein Camp oder irgendetwas so. Yes, hey, bist gesegnet und wir wünschen dir eine super Woche. Ja.